So Leute, seid ihr bereit für den Endboss? Wollen wir endlich den dritten Tempel beenden und dann den Tempel der Zeit vordringen und Zelda befreien? Also das heißt befreien, zuerst mal treffen und dann erfahren, was hier eigentlich los ist. Also gut, dann gehen wir mal hier runter. Wow. Gut, der Paraschall funktioniert hier auch noch. Das natürlich nicht, wieso sollte es auch? Schauen uns doch mal schnell die Karten nochmal an. Im letzten Part haben wir hier oben den Master Key gefunden, beziehungsweise diesen antiken Schlüssel, whatever. Jetzt gehen wir hier durch, dann hier runter. Finden noch die letzte Schatztruhe hier. Bin mal gespannt, was da drin sein soll. Mit einem Herz oder sowas. Obwohl, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Egal. Dann hier noch schnell abspeichern. Da haben wir sowieso ja 2 Vogelstatuen. Egal. Dann geht's ab zu Zelda und vermutlich zum dritten Endboss dieses Spiels. So. Mal kurz gucken. Ich müsste hier theoretisch darüber, wa? Oh. Weil, ach, da ist die Tür. Okay. Wie mache ich das jetzt am besten? Also die Ausdauerfrucht kommt immer hier lang. Es müsste doch irgendwie klappen. Irgendwie muss das. Oh, es klappt aber noch auch nicht. Okay, ich muss in einem bestimmten Zeitintervall da durch, wa? Yep, ein bestimmtes Zeitintervall, damit das von der Zeit her auch klappt. Wow, schnell gewechselt. Okay, ich war dann mal hier. Immer schön Sport treiben, Link. Das gibt eine gute Figur. Wow. Okay, mein Fehler. Jetzt durch! Komm schon, Link! Gib alles! Zeig, aus was für einem Holz du geschnitzt bist. Also aus einem Wolkenhortholz. Ja! Money! Cool. Jetzt bin ich also hier drüben. Okay, was gibt's denn hier oben noch? Außer der Schatztruhe natürlich. Ah, die dämlichen Viecher. So, ist einfach nur eine Fledermaus. Ich dachte schon, wäre irgendwie Skorpion wieder, aber falsch gedacht. Den Weg gesäubert. Gut. Super. Oh, da ist wieder eine. Und tschüss. Da war eine. Ist eine? War eine. Die Kiste aufgemacht. 20er. Ein 20er. Es könnte mal was Neues drin sein, wa? Aber nö, wieso auch? Egal. Jetzt noch schnell einen Weg frei. Ist das eine... Natürlich, ein Elektrovieh ist das. Wow. Es war ein Elektrovieh. Das zur Seite ist sehr schön. Jetzt kommen wir hier wieder runter. Aber es ist mir gerade sowas von scheißegal. Ich will hier weiter. Okay, juhu. Sanft gelandet. Mal gucken, was sie hier oben hat. Oh mein Gott. Das sieht nicht gut aus. Das sieht scheiße aus. Das sieht verdammt scheiße aus. Was rede ich hier überhaupt? Egal. Ja klar, die Statuen, wie sie sind zugeschlagen. Link. Speichern schnell, damit wir das auch schon erledigt haben. Ja, ist doch so schön. Safety first. Jetzt nichts weiteres mehr. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Funktionieren diese Windmaschinenteile in der... Ja, klar. In der Vergangenheit funktioniert es auch noch. Oh, seid mal langsam drauf, wa? Halt dich, Link! Das geht nicht gut, oder? Das geht nicht gut. Das kann nicht gut gehen. Es geht doch gut! Herr Link. Weg hier! Wow! Okay, Glück gehabt oder wie? Ah, jetzt komme ich da durch. Na, perfekto. Das geht... Das ist eigentlich noch fies, wa? Ich kann die Tür nur in der Vergangenheit öffnen. Sieh nur, Gebieter. Ja, ich sehe es. Dieses große Tor ist versperrt. Ja, was du nicht sagst. Dafür haben wir einen großen Schlüssel. Er scheint in einem sehr wichtigen Raum zu führen. Ja, wieso auch nicht? Ich meine, da ist was Zelda drauf. Wieso sollte es dann kein wichtiger Raum sein? Menschenskind, hey, fei. Deine Logik mal wieder. Die ist unbestreitbar. Was ist denn hier unten noch? Moment mal. War der Weg schon immer da?
Ach, ich bin doch zu blöd. Ich dachte, ja. Egal, ist egal, was ich dachte. Es gibt doch diese Vogelstatue hier sehen. Gut. Oh, das war nicht gut. Ja, ja, schon gut. Ja. Und tschüss. 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 Und Elektroschock. Nochmal tschüss. Und tschüssi Kato. Gut. Das haben wir auch erledigt. Wie geht's jetzt weiter? Turbinen hätten wir soweit aus dem Weg geräumt. Aber trotzdem, wofür ist diese Vogelstatue noch gut? Ja, gut, die können wir mal abspeichern, aber was bringt mir das? Ich meine, okay, wenn ich jetzt da schon immer hoch konnte, dann hätte es Sinn gegeben, dass es die hier noch gab, aber trotzdem. Nee, hier konnte ich nicht hoch, wa? Herabhängen, das ging. Seltsam. Egal, ich will es auch nicht herausfinden. Wir haben jetzt soweit den ganzen Tempel erforscht, Freunde. Mal kurz wegzoomen, seht ihr, alle Schatztruhen wurden geöffnet. Zeldas Aura befindet sich hier hinten, das heißt, ich riskiere es. Oh, ist das Spiel wieder. Wow. Das war's schon? Nö, nicht ganz. Seht ihr? Nicht ganz, nicht ganz. Die Größe stimmt so gesehen nicht. Okay, Moment. Ich sagte, ich hätte es fast. Yep, jetzt habe ich's. Ja, war doch einfacher als gedacht. Ich frage mich ohnehin, wer zum Henker kam auf die Idee, die Schlüssel so zu formen? Oh Mann, diese Robos sind auch nicht besonders hell, wa? Schlüssel so zu verformen? Naja. Da gehen wir jetzt wohl doch wieder in die Zukunft, wa? Wohl, hier ist alles verrostet, die Tür kann gar nicht mehr zugehen, rein logisch sehen. Natürlich geht sie wieder zu. So, Giwahin, bist du auch wieder da? Ist der Skorpion unser Endboss? Könnte sein, wa? Link, hinter dir. Es ist der Skorpion, wa? Und natürlich unter dir. Ja, wie erwartet. Der Skorpion ist unser Endboss. Den kennen wir noch aus der Demo-Version. Dunkler Ionenskorpion. Mandeldogok. Okay. No! Hallo, bin ich? Achso. Machst du mal die Klauen auf? Hallo! Mann, ich seh nix! Oh. Hallo, Alter! Mann! Gut, jetzt haben wir draufgehauen. Wo ist das nächste Auge? Wow. Ja, schön, Mann! Mach mal die Zange auf! Jetzt habe ich ihn nach hoch getroffen. Mann, wie viele Schläge vertragt denn der? Er verträgt der. Du musst ja beide auf einmal killen. Geht das überhaupt? Ah, gut. Ja. Die Hand wäre down. Komm schon, mach schön auf. Mach schön auf. Also bisher ist so ziemlich einfach, wa? Mann, wie oft willst du noch eins auf die Fresse haben? Auf die Klaue meine ich natürlich. Oh, okay, das war mein Fehler. Ich schüttel doch, was das Zeug hält. Das war's. So, was machst du jetzt? Oh, gar nicht gut. Wow. Kommt jetzt das Dungeon-Item zum Einsatz? Wow, wow, wow. Wo ist der? Da ist der! Ja, voll ins Auge! Bang, das zweite Mal. Und er greift sich wieder ein. Ja, eingraben bringt ja nichts. Ich hab dich sowieso gleich wieder. Beenden wir's, Freunde! Und zum 4. Mal. Das war's schon? Das war ja wohl der einfachste Endboss aller Zelda-Spiele. Ganz ehrlich, Freunde, das war sowas von einfach. Sag mal, ist der Griff unseres Göttinnen-Schwerts plötzlich länger? Da gibt es also einen Herrenscontainer. Okay. Nee, ganz ehrlich, sogar die Bosse in Twilight Princess waren schwerer als der hier. Oder bin ich einfach so schon so ein Profi? Kann auch nicht sein, wa?
Kommt jetzt noch der wahre Endboss oder was ist los? Ah. Das ist gar nicht gut. Ich verliere ungern den Boden unter den Füßen. Link! Toll, ich kann nicht bewegen. Oh mein Gott. Das ist der erste Endboss ohne Girahim's Erscheinen. Das kann nichts Gutes bedeuten, Freunde. Was hat die Zeit? Ja, ich habe noch mehr als genug. Und jetzt... Unser 11. des Herzens ist unten. Okay, ja. Ich finde das nicht besonders schick, aber was soll's? Hat das noch was zu bedeuten hier? Ah, die Steuerung mal wieder. Ja, jetzt klappt. Jetzt klappt's wieder. Gut. Okay, ich bin soweit eigentlich aufgeladen. Ich habe fast keinen Schaden genommen, um ehrlich zu sein. Egal, es geht weiter. Zelda, ich komme! Ja, natürlich, wir kommen! Ihr seid ja schließlich auch dabei, oder Freunde? Ah, dachte ich mir doch, es ist noch nicht vorbei. Was zum Henker? So, bin gerade ans Headset gekommen. Ah, was sagt denn die Karte? Ranel Steinweg, bin immer noch hier unten, okay. Zoom. Oh! Hey, wieso bin ich jetzt... Ich hatte eigentlich gehofft, ich wäre mehr links. Okay, ich bin immer noch unten. Bringt das überhaupt was, wenn ich das hier verschiebe? Ne, bringt einen Scheiß. Ah, wo ist ein Seitenstein? Seitenfeld, so bist du. Ah, da oben. Sehen ja schon. Greifkäfer, ein Job für dich. Okay, vielleicht auch für die Schleuder zugegeben, aber... Ja, ohne Falkenauge ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Und ja, ich spreche jetzt das Falkenauge aus Twilight Princess an. Ich bezweifle, dass es sowas hier gibt, aber... Ansprechen muss ich es trotzdem. Okay, gut. Bam! Okay. Ich hoffe, das Teil bleibt hier. Okay, gut. Ich ziehe trotzdem mal das Schwert. Man weiß hier nie, wer uns hier noch erwartet, na? Oder abschießt. Die Robos haben es offenbar nicht im Sinn. Glück gehabt nochmal. Das sieht mir so aus wie der Fahrstuhl in die Hölle. Oh mein Gott. Hier kommt jetzt die Szene, die ich auch noch aus einem Trailer kenne. Könnte sein, wa? Weil dann müsste Girahim aber auch auf der... Tatsache, es ist die Szene. Okay, Freunde, macht euch auf viel Ärger und viel Spannung gefasst. Da ist sie, Zelda. Das Triforce. Was ist denn jetzt passiert? Was der Ohne? Das Lachen kenne ich doch. Girahim! Verdammt, ich komme nicht durch. Scheiße. Girahim, lass gefälligst seine dreckigen Pfoten von Zelda. Nein! Impa! Was ist Impa? Die kennen wir doch auch so Green of einigen anderen Spielen. Gut gemacht, Alte. Sie hält sie auf. Zelda, schnell ins Portal. Wieso ins Portal? Michael! Nimm dies, du wirst es benötigen. Was ist denn jetzt passiert? Wir kriegen die Harfe! Wow! Du hast die Lyre der Göttin erhalten, aber im Moment hast du andere Probleme. Allerdings! Beeilt euch! Und verschwindet. Nein, Impa! Girahim will Zelda greifen, das kannst du vergessen, Alter! Hier bin ich schon! Michael! Beeil dich! Ich bringe sie in Sicherheit. Pass auf dich auf. Schütze sie bitte mit deinem Leben. Michael! Du musst die Hüterin des Siegelhains besuchen. Sie wird dir den Weg weisen. Hüterin des Siegelhains? Bis bald. Ganz bestimmt, wir sehen uns bald wieder. Sie werden nicht daher gehen.
Das Zeitportal ist verschlossen. Komm her, Giwahim, jetzt erledigen wir's. Ja, Michael. Robby ist ja wohl zu gnädig mit dir. Komm her, dann erteile ich dir eine Lektion, die dich gewaschen hat. Hast du eigentlich eine Strafe verdient? Dann komm doch her, Alter. Doch meine Zeit ist mir zu schade, um sie mit dir zu teilen. Aber merke dir, feige Sau, ey. Wer soll dir das Leben zur Hölle machen? Das glaubt ihr selig. Das Problem wäre gelöst. Aber Impa hat das Portal zerstört. Das Portal wohin? Wir haben auf diesem Portal irgendwie das Triforce gesehen und die... Ja, speichern. Und die Symbole der 3 Göttinnen, soll heißen von Din, Nairo und Farore. Ich kapiere nicht, was das Ganze sollte. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Sellas Aura nicht mehr. Kunststück ist irgendwo anders hingegangen, in eine andere Dimension, was weiß ich. Als dieses Portal zerstört wurde, habe ich Sellas Aura plötzlich verloren. Du kannst sie mit Aurasuche nicht mehr aufspüren. Zeldas Begleiterin sagte, du sollst die Hüterin des Siegelhains treffen. Ich schlage vor, dass du dich zum Tempel des Siegels begibst. Ja, was du nicht sagst. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ich wäre jetzt tatsächlich zurück in den Wolkenhorn und hätte da alles abgeklappert. Blasphemie ohne Ende. Was ist denn das da oben noch? Okay. Gehst mal kurz rauf. Ist das ein blauer Rubin oder so? Ja. Mehr wohl auch nicht, ja? Okay, da hat es auch noch einen. Kann ich den eigentlich auch noch einsammeln oder gehe ich nur einen aufs Mal? Nee, der ist auch noch mein. Der ist auch noch mein. So viel Zeit muss sein. Und zurück. 10 Rubine. Ist doch cool. Oh, verdammter Giwahim, hey, dass mir immer in die Quere kommen muss. Das nächste Mal ist er fällig, aber endgültig. Ja, wie viel haben wir von denen schon? 15 oder so? Ne, 13. Verdammt! Daneben. Moment mal. Giwahim kam da vorne rein, oder? Unser Kronenfreund! Scheiße! Ah, da steht er. Gott sei Dank ist ihm nichts passiert. Moment mal. Siehst doch mal etwas vom Tempel der Zeit. Seht ihr hier irgendwo einen Tempel? Seht zwar das hylianische oder hyrulianische Wappen, was mal werden wird. Und das Triforce, aber... Sonst ein Tutenblasen, nichts weiter. Was hast du berichten, Alter? Fetti! Du warst drinnen? Was sagst du? Es gibt einen weiteren Geheimgang? Das hättest du mir früher sagen sollen. Hatte schon aufgegeben und war nach Hause gebrochen. Und dann hörte ich diesen Lärm und bin zurückgekehrt. Jetzt kann ich das Innere erforschen und danach wieder zum Siegelhain. Ich hab zu tun. Ja, ich allerdings auch, ey. So, Freunde, das war eine interessante Quest, war. Moment mal, ich sehe gerade, wir haben oben da die Harfe. Cool, wir können sie spielen. Klingt aber scheiße, wenn ich ehrlich sein soll. Dazu sollte ich vielleicht noch sagen, ich bin musikalisch so begabt, wie eine Kakerlake, ja. Toller Vergleich, ja. Ich weiß jetzt zwar gar nicht, ob eine Kakerlake überhaupt musikalisch ist, aber wenn sie es ist, ich bin es noch weniger. Die Herzmedaille könnte ich eigentlich auch mal abgeben. Jo. Wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um schnell zurückzukehren, wa? Der hat Zeit, schnell abspeichern. Was sagt die Zeit? Okay, wir haben noch etwas. Oh, dieser verdammte Giwahim, ey. Wieso immer muss er mir in die Quere kommen? Aber jetzt wissen wir ja auch, dass diese Sheikah-Frau Impa heißt. Ich frage mich allerdings, ob das die gleiche Impa wie so Queen of Time ist, weil wir wissen nicht, wie alt diese Sheikahs werden können. Oder ob es eine komplett andere Impa ist. Weil es gab ja in vielen Zelda-Spielen, in der Impa auftrat, in den Auftritt hatte. Das sah es doch immer ein bisschen anders aus. Einmal war sie uralt, dann war sie wieder mal mopplig bis zum Get-No. Hier oben ist nichts mehr. Und ja, könnte ja alles sein, oder? So, da wir jetzt noch etwas Zeit haben, fällt mir gerade auf, kann ich doch mal... Kazooie, komm schon! Könnte ich mich doch... Wow! Auf dem Weg zur Kürbisinsel machen. Wir haben dann noch was zu erledigen. Ja, da unten ist sie. Und wer weiß, vielleicht... Ja, gibt es da noch eine Flasche dazu? Sage ich auch nie nein. Oder es gibt ein Herzteil oder 200 Rubin oder so. Auch eh noch über 600. Komm schon, Kazooie, lass mich hier nicht im Stich, Alte. Ich weiß gar nicht, ob Kazooie eigentlich männlich oder weiblich ist. Und für die neuen Zuschauer unter euch, falls ihr euch jetzt fragt, wer zum Teufel Kazooie sein soll, das ist mein Vogel.
Weil ich finde, der ist genauso störrisch und schwer zu kontrollieren, wie die echte Kazooie aus Banjo-Tooie, Banjo-Kazooie, wie auch immer. Die hat doch auch noch einen Auftrag für uns. Ja, wollte ich wieder gut machen, heißen, hätte wieder Arbeit für dich. Am besten du gehst gleich zu ihm, fragst ihn selbst. Gut, machen wir das noch schnell, weil zu Zelda können wir sowieso noch nicht. Die sind in einem Zeitportal oder sowas verschwunden. Aber ganz ehrlich, Leute, das Portal erinnerte mich doch ein bisschen, sehr stark an das aus Twilight Princess, weil da war auch das Triforce drauf. Hatte zwar eine andere Bedeutung, oder ist die jetzt auch im Dämmerungsreich, wie auch immer. Ich habe eine neue Aufgabe für dich. Wirst du bei der Kürbisernte helfen? Ich will keine Beschwerde hören. Von mir aus, wir haben ja noch eigentlich keine Zeit mehr, aber ist mir gerade egal. Ja, habe ich. Lagerträg, weiter ins Land erklärt dir Kabotscha. Was, Kabotscha? Seid ihr Indianer? Mal Kürbisse nachts erntet. Soll es mal riskieren? Naja, nicht jetzt, wa? Und raus hier. Also das war eine nächste Station bei der Story, bedeutet natürlich, wir gehen zurück in Siegelhain, aber jetzt will ich zuerst noch hier ein paar Sidequests erledigen. Na gut, ein paar, ein oder zwei. Dann hat sich's aber auch schon. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Okay, Kapotscha, oder? Hi, das beschlossene Sache, du willst uns alles bei der Kürbisernte, hehe. Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Hast du eine Ahnung, wie schwer diese Kürbisse sind? Ach, du glaubst also, die Arbeit hier wird das rein in Zucker stecken? Allerdings. Hey, das ist ganz etwas spannender gestanden. Versuch 5 Kürbisse gleichzeitig zu tragen. Was zum? Lass es Zeit, sonst fallen sie heute wohnen. Also, bist du bereit? Ja, von mir aus. Lass uns echt Köpfe machen. Zeig, wohin die Kürbisse gebracht werden müssen. Hehe. Nehm mal da unten ins Lager, oder? Ja, pfiff. Gib am besten, trage die Kürbisse in das Lager. Denk dich wirst, okay, ich soll langsam sein. Geh nach rechts und nach links fahren, bewege dich nach links, okay. Das A und O. Und wo ist das E? Und das U und das I? Egal. Oh, so geht das also, okay. Wow. Hab doch gerade gemacht, ich habe nach links geschwenkt. Okay, von mir aus nochmal. Was war das gerade? Okay, los geht's. Ja, ich wusste, dass mich nicht enttäuschen würde. Jetzt zeigt die Würfel langsam zu laufen. Ach so, ich muss selber gehen. Ich dachte, ich muss den Wii-Controller nach links bzw. rechts bewegen. Okay. Ich versuch's nochmal. Gut. Wow. Leute, ist gar nicht mal so einfach, wie es aussieht. Also doch, ich denke mal, einfach wäre es theoretisch schon, aber... Wow. Gut. Hey, hallo, ich komme gar nicht vorwärts. Hey, wie soll ich denn da runterkommen? Die da und auf die andere Seite schwenken. Okay, ich komme ein bisschen voran. Wow. Gut. Ja, so wird das was. So wird's. Langsam was. Oh, der zweite Obst sieht mir ein bisschen gefährlich aus. Okay. Wow. Noch fast zum Ziel. Ey, sag mal, krieg ich ihn überhaupt da runter durch? Wow. Gut, ich hab's geschafft. Ja, ich wusste, wir das schaffen. Ich habe tatsächlich alle Kürbisse ins Lager gebracht. Das bedeutet dann wohl, dass es hier nichts mehr für dich zu tun gibt. Hab vielen Dank. Belohnung? Ein hübscher Ritter? Ja, ist ganz klar. Alle stehen auf Link. Dann haben Link und ich doch nicht so viel gemeinsam. Egal. Aber sonst haben Link und ich echt viel gemeinsam. Wir sind beide eher schweigsame Typen, außer wenn ich Let's Playe, damit natürlich sehr gesprächig. Auch sonst die Haarfarbe und die Größe. Okay, ich bin etwas größer sehr, aber trotzdem. Jo, hab ich gemacht, Alter. Ja, hab ich gemacht, Alter. Jo. Und dann komme ich später wieder. Keine Belohnung, nix. Du bist doch ein Geizhals, ey. Dann haben wir diese Arbeit also für nichts und wieder nichts erledigt. Und auch den Part für nichts und wieder nichts überzogen. Bäh. Oh, Mann.
Ist das an der Zeit? Ja, gut. Nein, schlecht sieht's aus. Mann! Okay, Freunde, wie mache ich jetzt eigentlich weiter? Vogelstatue, wo ist die nächste? Ich speichere nämlich hier auf der Kürbisinsel ab. Da gibt es ja eigentlich sonst noch was. Ich meine, ich habe zwar noch hier oben eine Truhe drauf, die ich ernten könnte. Ne, eine Truhe, die ich ernten könnte, ja. Eine Truhe, die ich aufschließen könnte, theoretisch, aber da komme ich ja nicht durch, ohne tauchen zu können. Das geht ja noch nicht. Ich hoffe, es geht zumindest mal irgendwann. Okay, sonst nichts mehr. Dann speichere ich hier, Freunde, und wir sehen uns dann im nächsten Part. Dann geht es zuerst schnell ab in den Wolkenhort und dann um unseren Schild zu reparieren. Und dann in den Siegelhain. Vielleicht können wir Zelda doch noch verfolgen und finden heraus, was es mit der Lyra der Göttin auf sich hat. Also dann, bis zum nächsten Part, Freunde. Ciao zusammen.